Ja, schon dat auch demmals gönne so wahr geholt, echt viel mehr spät und ich, du hast aber wirklich, du warst tough. Du warst tough. Und du war mein Willen einfach so groß. Und ich wirklich gedurcht, ich war pur dich bewusstlos. Also ich war da schon mit Leuten geschwärzt, mir für mich war da ein Blackout von vollends wie in dich. Und ich schlucht an, ich gedurcht, du hast doch keinen Tod sehen. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin den Emil Schlesser. Und ich bin Fabian Koller. Und heute mein Künstlerin auf Besuch, auf der ich mich schon freuen könnte, dass wir diesen Podcast hier überhaupt machen. Sascha Lai ist so vielseitig, wie ihn als Performer nicht mehr kann sehen. Er ist gerade so duiert als Sängerin und Komponistin, wie als Schauspielerin, sowohl auf der Bühne wie vor der Kamera. Also ich weiß nicht, wie es ihr geht, mir ist ein mega Fan. Und das nicht recht sind, dass ich die Chance hatte, mit Team zu schaffen, ob bei diesem letzten Kurzfilm Backstage, über den wir heute auch ein bisschen schwätzen, wo hat anderem ob in Nights bewiesen hat, wer hat für ein couragiert Schauspielerin ist, der sich traut bis zum Äußersten zu gehen. Sascha erzählt uns, was wie ein Einfluss Indien auf seine künstlerische Sensibilität hat, aber wie ihn auf den Punkt kennt, sich selber zu akzeptieren, wie ihn ist, aber wie viel hat ein Schrot-Accident zu einem entscheidenden Moment ginas, den hat endgültig auf den Weg von der Kunst gefördert wird. Wieso hat es müssen Sascha sehen in diesem Kurzfilm Backstage, a kein anderen, das beschwätzt mal lo. Viel Spaß mit Sascha Lai. Salut Sascha. Hallo. Wie geht dir? Très bien. Très bien. Ganz gut. Merci, dass du hier warst. Das ist ein Gespräch, wo ich mich schon lange drauf freue. Weil da gibt es ganze Kopf Sachen zu beschwätzen. Und mir das gefreut, wie wir können aufhängen, das Gespräch. Ich ging proposieren, weil das ist etwas, was mich immens interessiert bei dir. Du bist so vielfältig als Künstler. Du bist musikalisch unterwegs, du bist schauspielerisch unterwegs. Und du wolltest fragen, wie influenziert das dich an denen zwei Sparten? Also wie informiert dein Leben als Sängerin par rapport zu deinem Leben als Schauspielerin? Was sind da Parallelen? Das ist interessant froh, weil ich dem eigentlich je nachdem immer neu beantworten. Ich meine, ganz am Anfang, wo ich alles nach als E-Beruf begriff und haut so und schmatz die verschiedene Berufe begreifen da nicht und influenziert sich nicht mehr. Früher war es so, dass ich gemerkt habe, dass Schauspielen mir geholfen hat, an der Musik einen Zucht Ausdruck zu finden, die ich wahrscheinlich wiederum nicht hat oder ernst nicht hat. Also wo ich mehr in der Sicht tun, unter dem, das ist nur 20, 30 Jahre hier, mehr in der Sicht tun, war das auch die Mathe von der Musik, also neben der Abstraktion, die Musik matt springt, matt oder ohne Texte, hast du irgendeine Geschichte. Ne? Und das zu nutzen, das geschieht relativ unbewusst, also weil ich das immer gerne entspannen lassen. Und das ist auch etwas, was mich dann beim Sangen zumals oder auch von schon anderen Instrumenten einzugehen, mich entspannt. Und umgekehrt, das war das vielleicht, was mir damals als ich bewusst ging, das war wieder das Jahr als Schauspielerin. Bon, ich hatte Kurse geholt, Spruch, Diktion, die Sachen, und dann ein bisschen privat und so, mich schon nicht da war ob der Brüder gelehrt, das ist wirklich stark autodidaktisch an der Weg gewesen. Du hat mir geholfen, eben, dass Musik an meinem Leben war, dass du meine Technik los erkannt und als Empfang eine musikalische Herangehensweise. Wird mal so zu sagen, gell? Das heißt, Musik war den echt groß lebt. Du machst das also Empfang, ja, ne, als Kant. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, weißt du, wie an der Technik oder so rhythmische Sachen rumgegangen sind. Oder wirklich wie an einem Orchester oder einer Band. Ne? Also ich fand immer, wenn ich dann das groß begreifen, weißt du, wie so großen Ensemble an merken, das funktioniert, dann ist für mich der Weg der richtige. Also auch für mich als Teil von der Inszenierung. Ne? Ja, heute ist das, vielleicht ging es so, tut nicht viel geändert, just Bewusstsein, damit umzugehen. Das warst du dann durch Zeit gegangen, wo das eigentlich mehr eine Rolle gespielt oder ein Leben, ja, sicher. Das bestimmt, das ist auch so, wie das tut doch mal zu denen, wie zeitlich geht, wenn ich zum Beispiel an einem Theaterstück sehe, wie zur Zeit, da sind ich aber gern 2-3 Monate stark beschäftigt. Also Theater ist etwas, was ziemlich absorbiert, ne? Weil du hast dann all die Proben, du schaffst mit der Mathe, auch wenn du entre guillemets nimmer als Schauspieler du warst. Also ein Teil vom Ensemble, nicht wie das wird schlo selber auch dann inszenieren. Du entscheidet sich ob der Moment, gell, was gerade als Projekt steht. Und du kannst mittlerweile auch ziemlich gut switchen
werde ich aber immer Männer gerne machen, also jonglieren mir gerne mit zu viele Projekte zur selbst der Zeit schon gerne das zu zelebrieren, Zeit zu holen und mich drauf anzulassen. Das aber auch so gewesen, dass ich hatte so einen Moment in meinem Leben, wo ich ganz stark am Schauspiel, auf jeden Fall mal hier am Land, wirklich gut in der Weh war. Also ich hatte da wunderbar Jobben, sowieso muss ich sagen, also sie sind dankbar, das hat in einer Zeit wirklich so ab, wo stressig war, wirklich immer interessant Angebote kommen, gell. Alles ist gut gegangen, ich hatte Success, ich konnte von der Leben, gut leben, mein Loyer bezahlen und alles. Und ich habe aber gemerkt, irgendetwas hat mir gefehlt. Und du sind ein bisschen auf Reise gegangen, für mal aufzuschalten, für rauszufinden, was das ist. Und dann habe ich gemerkt, dass Musik mir gefehlt hat. Ich habe zwar auch Band gehabt, aber es hat mir gefehlt, meine eigene Musik zu machen. Und ich dachte, okay, wenn du zurückkommst von der Reise, fang an zu schreiben. Mehr verstärkt. Wir haben wirklich ein Projekt, die ganz von dir sind. Und ich habe das gemacht. Und ich habe angefangen und gemerkt, dass ich über die Zeit und dadurch, dass ich das attackiert habe, gemerkt habe, dass ich wo am Anfang wie siehst du, am Pfeffer war. Und das war, dass ich nicht mehr zufrieden gewesen war, just Interpretin zu sein. Mir das eine enorme Befriedigung da war, für selber zu kreieren. Also das am Anfang, als du über Musik schreiben, als das künstlerisch verstärkt so an mein Leben kommen. Also wirklich das selber kreativ sein. Das tut mir ganz, ganz viel gehen, muss ich sagen. Also das tut so ein bisschen, tut ganz stark für mich selber Profil verschärft. Gell? Weil ich viel drin war, ich immer aufhängig, für zu wissen, was ich meine, war ich immer mehr oder hun ich mich aufhängig gemacht von dem, wie Zuschauer mich schwer geholt haben. Ja. Ne? Das hier schon reagiert, oder reagiert mir schon das Feedback kriegt, Zuschauer oder Kritik, und dann so, aha, okay, das und das ist meine Stärke und so weiter. Oder auch nicht. Aber meistens war das ja positiv. Oder vielleicht schon mal rausgepickt und natürlich schaffst du eine Stärke, dann versuchst du, wo schwächst du sie, lehrst du weiter, gell. Über den Prozess von den eigenen Kreationen sind ich bei mich gekommen, das ist ich schon angefangen zu entscheiden. Das war, fand ich ja, das kann ich rausgehen, so, du sind zufrieden, und umgekehrt, oh, du kannst noch ein bisschen drauf schaffen, aber selber viel mehr Kontrolle darüber zu kriegen. Mir ist das schwer gefallen, für den eigenen Arbeit im Moment zu jugieren. Das ist mir ganz lang schwer gefallen. Du hast einfach deine Dinge gemacht, du wusstest nicht, war das gut oder war das nicht gut, und du konntest doch nicht nur beim fertigen Film beurteilen. Bei Film schon echt, ne? Ich habe auch viel Theater gemacht und dann hast du viel mehr, ja, gell? Du weißt nicht, wie es war. Voilà, und beim Film, ja, dachte natürlich, du hast das Ergebnis, gell? Und du kannst schon gucken, okay, das wird geklappt, das wird, ne? Und dann hast du immer nach auch dem eigenen Guno, gell? Aber das ist auch so, dass ich ganz lang, also du einen heischen Urspruch oder ne, Perfektions ja, du warst immer selbstkritisch, das ist ja, das ist also wirklich oft auch überkritisch war. Ne? Weil das war schwer für Komplimente umzuhören. Von den anderen sieht, das war fantastisch. Das war immer schwer, ja. Blöd, ne? Haut für sich ein Stumme. Das ist einfach merci und ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass das von den extrem selbstkritisch ist und seinen eigenen schlimmsten Kritiker ist. Da klingt alles andere so wie substandard. Und wenn einer sieht, das wäre fantastisch gewesen. Du warst einfach gut nicht zufrieden mit dem, was du gemacht hast. Da klingt das ja, kannst dem sein Urteil ja gar nicht mehr sagen. Ja, oder am schlimmsten Fall hältst du dich selber nicht seriös. Und das sollst du aber. Also ich denke, das ist auch immer gut, kritisch zu bleiben, oder bescheiden. Aber ich muss eine gute Balance finden. Gell? Das tut sich natürlich gerne. Ich meine, du siehst ja auch schon reife Dame, ne, wir sind schon mehr gereift, natürlich auch beruflich und auch menschlich. Und, also ich fand interessant auch, dass sowohl der Beruf wie das Leben immer mehr parallel laufen oder sogar mehr wie parallel, also zur Summe kommen. Das heißt, das Wissen, da bedient es sich ganz viel. Ne? Und ich fand ganz spannend, dass du irgendwie nie, bei manchen also viel mehr frei, bei anderen können es vielleicht nie mehr, dass du so eine Balance findest, dass du einfach bewusst mit Sachen umgehst, mehr bewusst, dann du verstehst viel mehr, was du musst, du kannst es verteidigen, auch wissen lo, wenn ich mir schon für mich eine gute Arbeit gemacht, schon das Beste gemacht, das für sich mal ja all, ne? Und ich weiß, dass
ass fir Mengbegriffer richtig gangen, richtig Richtung, huet funktioniert, Resultat gefällt mir. Aber dann ein Kritik könnt von engem dem dat net gefällt, dann wees ich aber okay, huet der Person net gefallen, me et war ein gut erbecht. Für mich as dat ke Problem da dann zu stechen. Ne? Da wünscht man dann als Geschmackssache oder so me ich wies das gut geschafft, also bisschen polarisieren ist auch nicht schlecht. Wie warst du hinkommen auf den Punkt? Was hättest du gerne denn erwähnt? Ich meine, das hat sich geändert, dem Moment, wo ich hatte eine Zeit, das war so mit 31, Ugangs 40, da hatte ich ein bisschen meiner Opträge, schauspielerisch. Sie wird durch Alter, wie ist das so, Bimmel, so an Alter kannst du nicht mehr, wird Leute nicht mehr wissen, wie besetzen man sie. Ganz junge Lover geht nicht mehr. Obwohl, haha, das ist so Meinung. Das ist aber auch noch nicht Mammenalter oder noch nicht, ne? So abstutischen, wo sie das nicht können, an den ein Boxschierchen. Ja, was sowieso, das kannst du sowieso. Ja, nee, ja, so eine Schubladen, ne? Das geht sowieso ganz schlecht, weil du hast nicht angefangen, auch selber Klangspektakel auf Bühne zu stellen, die teilweise auch schauspielerisch an Musik vermischt haben. Es war interessant, weil auch wenn ich dann Sachen auf der Bühne gemacht habe, du kommst, wo ich vier drin immer viel Fans hatten, die so, ja, aber schön, ne, Sascha Leimesch, da muss man gucken gehen. Und du warst immer so, wer das da toten dann? Oh, hoppla. Ja, also ja, Twitch, ne, kommen so Spaltungen dann, und da habe ich gedacht, das ist interessant. Nee, weil ich wirklich fangen an, auch thematisch oder wie auch immer zu polarisieren, das war ich meine. Und das hat mir am Anfang gut getan, das hat mir gefallen, weil ich gedacht habe, lo bist ein Künstlerin. Interessant. Cool. Lo ist das Fond, und ich gehe dem noch. Und hinter dem gehen ich dem immer mehr noch und machen eben auch meine eigenen Performance und so, die, ja, ich denke, ein bisschen speziell sind. Ich habe mich eben an der Zeit endgültig davon entfernt, bis muss ein Zimmer, was Leute gefällt. Ja. Warst du so ein People-Pleaser? Ich war kein für die Leute gefallen? Nee, ich hatte den am Anfang nicht, mehr schon. Weißt du, ich bin auch so quasi invitiert gehen an Produktionen, wo Pleasing war. Ja, wo, wie war das nochmal? Ein Kollegin, die so, ja, dass ich eben so immer so Sympathieträger war. An Stecker oder Filmer. Und da sind dementsprechend eben echter besat gehen, gell, als die Heldin. Vom Stück oder vom, ne? Das hast du dann auf Troll bezogen. Da tut ihr nicht, ob du etwas mit dir dann zu denen als Sascha Lai, oder? Nee, aber du bist so besat, weißt du, und dann spielst du so Sachen, und ob immer, weißt du, siehst du, ja, lo immer die guten Charakter zu spielen, so langweilig, Prinzessin, oder weißt du, nee, weißt du, Young Lover, ich fand für mich spannend, bisschen mehr Krassrollen, gell? Ne? Ich fand spannend auch, Charakteren zu spielen, die eben polarisieren, die ambigu sind. Das fand ich spannend. Das ist für mich dann noch ein Arbeit, wo ich Arbeit tun, gell? Ja. Wo ich mich nicht kann, ob irgendetwas verlosen, ob eine Routine oder so. So ein Challenge. Ja. Ob den Challenge. Denkst du, als Schauspielerin Heinz, du kennst eine Rolle und dann denkst du darüber nur, wenn du schon du hast auch viele Sachen mitgemacht, auf der Bühne oder am Film, dass du vielleicht darüber nur denkst, der tut das ähnlich zu der Rolle, oder wäre der falsche Gedanke, den ich kein schulden, dass du nicht siehst, der tut noch erinnert mich an der, und dann denkst du so, wie du das gemacht hast, weil du willst die Sache separat halten, oder? Kann durchaus sein, dass mal ähnliche Rollen, also ähnlich, ja. Das ist eine Ähnlichkeit aus mir, ich denke dann nicht so, also ich denke immer echt dann am Zusammenhang mit der Geschichte, mit dem Projekt, die Personagen, und da sind ja auch andere Personagen, und dann auch, wie fährt Regie, gell, wie als Konzeption von dem Ganzen, und da bist du schon in einem anderen Universum, ging ich so. Ja. Nee, ich denke, du kannst ihn immer nuanciert. Du bist ein neuer Pfanne, noch ähnlich Rolle. Ich denke, das ist auch der Spaß drin. Das ist auch das interessant, also neben dem Spaß, aber auch das interessant für eben immer Neisichten zu gehen. Das ist das, was mich am Schauspiel interessiert. Gell? Also du weiter sichten zu gehen. Sonst ging ich mich vielleicht langweilen mit mir selber. Etwas, was ich interessant fand, du hast gesagt, am Film oder Theater, du kriegst eine Kritik und dann wusst du bewegst, was Leute denken. An der Musik hast du das Gefühl gehabt, dass du selber kreiert hast. Und du kannst dich selber fangen. Aber wenn das bis rauskommt, hast du auch Feedback. Wo hat du einen Unterschied zwischen den zwei Feedbacken? Oder also vielleicht, weil
was du mal Musik rauskennst wissen wie offiziell der Feedback du aus vergleich mal Theater ist den nächsten Tag nur im Steck wahrscheinlich Kritiken an der Zeitung wieder mit der Musik war ja da hängt du von der of ne du keine Kritiken an Magazinen oder Zeitungen mehr spät kommen vom Publikum direkt also kriegst oft an der Musik main direkt nur im Konzert hast ja auch normal geil du gehst vielleicht von der Bühne von der Klang aber du bist du gehst so ein paar mit den Leuten trinken und schwatzen am Theater wir sind nicht automatisch etwas super also ich kann mir nicht feststellen dass nur im Stück direkt beide ich kann Scheiß nee, das oder ehren gibt Leute die so krass drauf sind schon Leute die vielleicht so das tut mir nicht so gut gefallen oder so mehr echter wann positiv wann sie dann etwas so ne mit der Musik ich meine den Unterschied dass du vielleicht Musikers nach viel mehr persönlich die am Theater Film du interpretierst ein Personage du erfindest du spielst eine Rolle du schlüpfst an eine Haut von engem anderen von enger Imagination an der Musik was du selber das kann nach mir stark polarisieren oder auch nicht das kann auch ganz stark gefallen gell und dann hast du auch noch mal wat für Genre Musik müsste ne an ich und für Jahren Remo gefangen frei improvisiert Musik zu machen du die Leute schon die dann denken nee, kann ich gut gucken weil war das frei improvisiert ne und dann Angst wann sie dann mal kommen dann kriegen sie aber viel ja nicht jeder kann du fänken gell me viel gemacht am Resen da immer wird immer im können so als Eko ne das Leid man mal Resen also sogar waren so genau Theaterstücke fand auch spannend wie sie nur beim Riesgang ich gehe selber auch gerne Resen da Tisch ob Entdeckung gehen und ich denke das so Kind so Motto sind kann man gehen zusammen entdecken ne Ich stelle statt so viel so eine Performance also ich meine dass je enger musikalischer Performance war die komplett am Moment selber von go also ich meine schon schon gemacht Stand-up Comedy das kannst nicht vergleichen wie stellen ich selbst für schon noch mal Improvisation für Schauspieler mit Musik wie weil du spielst ja doch mal du allein oder matt leid ne ich gehe du immer ganz gern wie soll ich das so ein jungfräulich also ganz ich kann nicht so ein Idol weil ich sie voll von allem wann ich auf Bühne kommen versichern an Haut zu du lauschst das nur du lauschst das ob der Raum den Dialog fängt unmatte Leid am Anfang beim Publikum die Erde weiß wie sie lauscht drin das ist interessant das wirklich etwas, du hörst das nicht du spielst es gell und dann bittest du da lässt du etwas kommen du lässt Geräusch kommen wird's mit engem Instrument kiper muss oder mat der Stimme erbaus op das empfang so ein Prozess von instanter Komposition kind so ne du erfindst am Moment die Musik ne? Und oft as dat so ein Zusummespiel zwischen der Ambiance dem Klang auch vom Raum an dat von der attention die vom Publikum kriegst aber was du gehst, also das ist quasi wie ein Dialog ne auch wenn du selber auch wenn ich zum Beispiel länger auf der Bühne sind kennst du so unter so Monolog nehmen das wirklich immer ganz viel zu summen am Spiel mit dem Publikum mit der Ambiance wisst du auch ohne so vielleicht unbedingt zu gucken oder zu erkennen je nachdem wie beliebt das mir du spielst das ne du musst ja heute eine Art Roadmap wo du weißt dass irgendwie aber so Anhaltspunkten hörst wo du weißt den Novent was da den Richtung an der ich will go und das auch vielleicht von Trick findst du hast ja auch ein bisschen aber Gedanken wie lange die ganze Performance dauert das der dramaturgisch Abbaus genau mal so
Also es gibt Ofen da, wo ich die Roadmap mitbringen an einer Kehren, wo ich echt da ganz befreit gehen. Sarahs, das ist ja nicht so, dass ne, für mit Missverständnis abzuraumen, dass der den Doof hier nie irgendetwas viel berät. Also ja. du spielen nicht auch viele, probiere Sachen aus, drum Vokabular zu finden, denken, oh, das klingt gut. Geschieht mir aber auch oft, das hast du notieren, was hast du gemacht, was hast du benutzt, oder hast du sollen abholen, mehr viel Charme von der Art von Musik aus, dass sie wirklich augenblicklich aus und dass sie eben nicht abgeholt wird, dass das wirklich erlebe von dem Moment aus. Und das fand ich eben das spannend drin. Das fand ich sowieso an allem mittlerweile das spannend, dass für ein Gefühl zu kriegen, du für was aus dem Moment, wo man lo sehen, weil wir sehen nimmen lo. Göster oder vier drin, da das schon fort, das ist die Vergangenheit. Wo gehen wir hin? Sind wir nach da an einer Minute, an einem Jahr, an 10 Jahren? Wie lange, ne? Dass sie so froh, die mir als so gar nicht mehr stellen oder mir versichern so. Nee, mir fällt doch persönlich schwer. Lernst zu schlängeln, weil dann hast du automatisch den Tod, gell? Du hast das nichts. Und das ist so etwas, wo ich mich viel mit beschäftigt habe an letzten Jahren. Wo mein Pap gestorben ist, am letzten Jahr mein Stiefpap. Und das hat mich schon geprägt. Du warst auch dabei, wie sie gegangen sind. Und du hast schon gefangen zu überlegen, wo will ich am Anfang hin? Oder wo stehe ich? Und dann schrieb ich, du bist schon nicht schlecht in der Weg, also du bist schon auf dem Weg, auf dem du immer wolltest sehen. Und kannst du den irgendwo hier lenken? Wo willst du überhaupt hingehen? Weil irgendwie passt nicht mehr da. Und ich fand das spannend froh aus. Hast du noch eine Antwort darauf? Natürlich nicht. Doch vielleicht mehr, wo ich wollte hingehen. Mir auf jeden Fall die einzige Antwort, die ich fand, ist wirklich das Erleben vom Moment. Das Genießen vom Moment. Und ob immer wissen, wenn du das musst, da sind noch gewisse Sachen, die es vielleicht problematisch findest oder die irrelig sind. Das vergeht doch, wisst du, kriegst geregelt. Also geht schon mehr relax. Ja. Mir erste Meditation, man geht dann durch für Tricken eine Methode, für das zu beherrschen. Weil mir fällt das wirklich ehrlich gesagt ziemlich schwer, für Momente zu sehen. Ich bin entweder schwer wie so an einem Neich tschend, die ganze Zeit am Vier ausdenken, Mut zu planen, nächstes Jahr zu planen, übernächstes Jahr zu planen. Und auf der anderen Seite an Erinnerungen, an Nostalgie und so weiter. Wir sind nie am Moment, das ist nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich meine, das ist ja auch normal, das sind ich ja auch. Gell? Und das ist ja so, dass du das ganz wissen oder was du an ein Projekt bringst, wenn du eine Geschichte schreibst oder so, das könnt ja auch aus dem, was du lesen. Und vielleicht auch aus dem, was du erlebt hast oder was du gesehen hast. Oder aus Wünsch. Das ist das schon zwischen dem, was vergangen ist, an dem, was könnt. Ne? Das ist ja auch nicht so eine Vision. Ne? Es ist noch immer, du stehen so im Schlauch und will ihn etwas machen, also visionäret. Und das ist immer zukunftsbezogen. Also das was du merkst, bei der Liebe bereichert, wo du das mehr und mehr beherrschst. Also ich weiß nicht, ob ich beherrschen, gell? Ich versuche so zu entspannen, ich versuche gut nicht zu beherrschen. Das ist interessant, ja. Ich denke, was bereichert das, sich bewusst zu sehen. Das ist echt da. Bis so Bewusstsein zu kriegen oder zu pflegen, für was geschieht, weißt du, was aus dem Raum, was, sie nicht so, wie viel nicht möchte, wie viel den anderen so schon, nicht zu jugieren, vielleicht. Bis zu gucken, Mod zu kriegen, aber dann nicht mehr zu jugieren. Was automatisch, aber das eigentlich, was der Mensch möchte. Also, mir geht geleiert. Ja, selber dazu. Genau, und das ist das, was wir so lehren, aber wenn du dann nicht mehr jugierst, dann kriegst du auch eine Distanz dazu und dann bist du nicht mehr angebunden. Ich fand so mal, du beginnst einer Person oder was an einer Situation, die total unangenehm ist. Und du kannst so, das tut das unangenehm, aber du geseist dich nicht als Paar, du von einmal was müsste. Und dann siehst du, Eddie, am Merci, gehst einfach an erste Stunde und nicht nach 3 Stunden drüber. Ne? Oder du bist an der Situation und du kriegst viel mehr sehr geregelt, ne? Weißt du, wenn du dich nicht als Affe fühlst zum Beispiel. Oder ich so immer, zum Beispiel, du hast die Tasse Kaffee, Mures, was an der Hektik, an so fällt drauf, zerbröscht, ne, war vielleicht auch noch dein Lieblingstasse, oh ja, da kann ihn sich natürlich ewig drüber irren, und da hat schon scheiße gefallen. Oder du guckst, botzet, hier so dort, bis kann ich flicken, okay, mal dann flicket, kann ich nicht flicken, macht wasch mir,
die kennen mir zurück also Sie können- Nee. sagt wo weißt Ja. du, dem gehst und Bis- Attitüde wenn die ja Du kriegst natürlich gut tief Fabian du warst immer so nee, da warst du schon ganz zen. ich sind ziemlich du fielst an der Brandung ich toben da wenn sau scheiß Ma ja, das- bringt er normalerweise nicht Nee, also normalerweise regen schüßt nach May op an ich rede mich schon gerne über Sachen Heinz Spaß und wann bis der Schwarze nicht lang am Kreesdreber mir das May ich mein, nicht für dem zu go mir einfach Spaß Mit sonst denken sie nicht der Meinung dass es nicht springt lang über den Sach weit zu diskutieren an wann der schwört ja wann's net abs geregelt kris Genau, wann ja. springt ja Temperament der Charakter das ist auch schön mein Ventil geht op beim Auto fuhren wie bei den meisten Leute hat Steuer man denkt schon ein gut geflucht und kann stehen so stehen net erkannt da kind ja muss das wird bei mir gut geändert weil an Amerika und Leid Waffen die ich wirklich also ich passen du einfach ich flehe mich mal keinen schön Schockiere gehabt wo ich gedacht okay doch ich sie wirklich groß mit dem dort dann da gucken schwarz wie ein Auto fehlt dann denke ich du nur vier man sagen im Auto heute eng Waff weil das Chance weißt du so Stereotype so Pickup-Truck den so schwarze Pickup-Truck mat Fenstern die verdunkelt sind du dreck nicht bestimmt Kalifornien ist da der erlaubt tankt also du der schon mal länger mit einer Lizenz dirst du am Auto ja. an bon die Schweizer die Leute die machen machen du hast so oft zu Road Rage also du anerkennt das schon schief gehen wenn es schlemisch nicht mit dem falschen Nü ist noch gerne den dich von ein lang Europäer die net rauskrit dat wirklich ze summen Amerikaner verstehen net Amerikaner die Idioten alle guten an enger schlagen an dann die Rietschlang als Eidel das mé gescheit du fies weiter an zum Schluss mé effizient ich guck mal der weg schon wertfir eng zocht Auto was wann so Prius ass Toyota Prius du nicht vier run egal du das Problem Tesla von Jo run also manchmal man Gedanke aber Auto und du müsst net man geholf mich zu beruhigen op der Stroß die Angst mat Lei zu leben fressen gefresst werden einfach sagen Nahrungskette ja Prius aus ganz sinninnen Fall von wichtig sech können du net ja, obwohl ich mich schon gerne aber Sachen opreden aber ich mengen also wann du dich opregst so wichtig keine verbieten dann ist wirklich dann ist einfach just witzig also ich lachen dann immer gut dabei du entertainst dich selber du Mutter Meine Frau findet bestimmt dass bist du viel hast so lang aber dann das zu lang vielleicht jetzt sagen, aber es sind einfach mehr ein Glashalle voll also ich denke schon der Grund dafür wieso das so geschieht ist und lädt zu einem besser denke ich immer bei Eis von mir Projekt machen und Person die nicht available ist oder eine Schauspielerin ist oder den in der Crew schafft es feiert immer oder eine Location es feiert immer zu etwas Besserem normalerweise ganz selten oft ja ganz selten eigentlich sitzen wir da so wirklich hätte man da gehabt wie viel besser das soll man nie Englisch das immer irgendwie das war ist noch der Meinung dass der Film weiß was der braucht und das sind unbedingt das stimmt nicht unbedingt Iwa nehmen mit dem was du gemerkt hast so viel und ist immer sicher also der hilft mir auch für damals mit aufsuchen oder Niederlagen zwar die Sonne Niederlagen zu gehen weil ich festdruck leben dass das sowieso müsste so kommen der Film weiß man dass ich Unrecht hat mit dem wo ich gemerkt habe die Person muss die Rolle spielen dann hat die Person aber keine Zeit oder sie doof wenn Projekt nicht so sieht und dann kenne ich so mega enttäuscht sind und das sind ich dann noch meistens und das war früher noch schlimmer mir manchmal nur denken nee dann wusste der Film besser wert für eine Person für die Rolle richtig für und das mich einfach geht ja, das fährt oft zu denen nur beste Momente die Momente die Männer vielleicht geplant sind oder die spontan geschehen wirklich denkst am Moment nicht so ein Panne so wann du nicht quasi mal gespielt hast an also im Kurzfilm Backstage dann weiß ich nicht wen du das hat können machen du hast mir das gesucht du siehst das sogar öffentlich für ein laufende Kamera merci nee unbedingt nee ich hatte merci ganz ehrlich krass go für die Rolle to go nie Backup also nee, ich mein, allgemein alles Projekt schwatzen also wann die Person nicht kann machen dann miss die Person ich mein, war vor 4 ran die HK was das Projekt mir gepitcht ist
dass du gespielen und das war auch nie eine Option. Ja, hat man Chance dass du Volts machen und zweitens, du musst doch Kunst machen zeitlich mich ging das für wat statt so Space okay das ist natürlich ein gut froh du musst ganz gut oppassen weil das so nee, dat as ja ein ganz ambigu Figur der Tisch war ganz nur Menge ich meine Geschmack so eng Rollen net ugeboden ich gut oft der Filme auch ich da so die brav gezähmt an so auch so ganz für Leute die du kurz im gesehen hun oder vielleicht auch nie Werte gesehen wirst du ganz kurz pitchen ja eigentlich schon ja aber ging auch gerne her wieso ist du mengst das Tasche der trichisch gewirrscht wieder dafür Lukas, du darfst hier so richtig aus dir rauskommen. Das kannst du doch, oder? Schrei mich mal an. Wie anschreien? Ja, mach mich mal so richtig fertig. Du bist wie eine Python! Vergiss den Text. Sieh mich an. Ja. Hinweg. Und schrei so laut du kannst. Darf ich? Ja. Atme in meine Hand rein. Ja, also der Film heißt Backstage und spielt an der Theaterwelt und geht um Murchmissbrauch. Das ist Geschichte von einem jungen Theaterschauspieler, den gecastet an einem Theaterstück, an einer Produktion von einer bekannter, etablierter Regisseurin, und das ist Cosima Lambrecht. Und die Beziehung zwischen den zwei geht immer mehr verstrickt und vermischt sich die Fiktion vom Theaterstück mit der Realität. Und du merkst so ein dass die Kontrolle, die Cosima ausübt, über die Schauspielfeierung übergriffig geht. Und das geht immer mehr weit, bis das eben wirklich eskaliert. Ja, das ist eine Geschichte über Murchmissbrauch und noch sowohl sexuell wie auch psychologisch. Und etwas, was eben hat das noch immer ein dickes Problem ist, nicht am Theater natürlich mehr viele Bereiche mehr irgendwie besonders schönes Gefühl an der Entertainment-Industrie und das ist ein Thema was mich immens interessiert und dafür mal Film darüber gemacht an der Schule von Anfang an schon die Rolle quasi für dich geschrieben ich habe gedacht Sascha also eigentlich das richtig wieder dort zu machen weil du hast einfach gehirlos Balls ich kann nicht wie Leute die so couragiert sind wie du und das was du gesagt hast du hast gerne Challengen du spielst gerne mehr uspruchsvolle Rollen an uspruchsvoll nicht dass du keine Shakespeare mehr einfach so, die dich fordern und wusst du musst selber gucken wie man da einzige du fährst du nicht für Sachen sicher zu gehen und dich selber mal Sachen also einzusetzen an dir selber die vielleicht desagreabel sind am Anfang und du findest gesagt Sascha das ist genau das was man braucht und du bist wie ein Tiger den einfach den nicht fährt und, ja war stimmt ja. T-Shirt ja, das ist ein T-Shirt guckt auf den schwarzen T-Shirt ja genau da sind ja so ein Tiger auf dem T-Shirt drauf ja. Voilà. Und das gesagt auch an der Musik und den Live-Performancen weil ich kennt man nicht fürchten mich auf eine Bühne zu stellen für in einem Publikum und nicht zu wissen was lo geschieht kein Fall ich gehe mal eine Box machen und ich muss genau wissen das Programm und da geht das Programm so gut wie mir aufgezogen ich einfach freie Moment zu sehen an sich da vor auszusetzen dass das Kind Gehirn aus Box gehen das immens viel Courage an ja das bringst du einfach mal mir vielleicht als doch will auch so sagen sich nur Freiheit an Courage wie für da doch zu kommunizieren also für mich selber geil weil mein Thema aus aber auch so drin profitieren und da kann ihn immer an sein Wirk ranfeieren. Wie meinst du profitieren? Profitieren? Wann den Zugang dazu kriegt. Weißt du, wenn du am Publikum warst und du siehst, wow, du hast schon etwas getraut. Aber das ist auch das, was du willst gesehen als Publikum. Du willst gesehen, dass du über sich rauswiest und vielleicht auch etwas mischt, was du selber nicht kennst oder willst machen. Und da produzierst du das, all die Sehnsucht, die du vielleicht du nur höchst projizierst ob die Person die auf der Bühne gesagt oder ja doch an ich denke noch was spannend dass du das quasi Horizont da zu erweitern ne also das klingt lo esoterisch an das Grunde so gemeint mir einfach was mir denken was als Vierstellung aus als Individuum von eigene Leben von der eigenen Person aber uns du gekratzt gesagt getreten du merkst du geht nach einer Sachen du kannst noch viel mehr weit gucken für mich als ein Thema ganz stark ein Thema auch Perzeption an wie viel man als definieren ne selber für ja an diesem Leben zu funktionieren ich sind so an
alles muss so und so sein, leben noch so und so. Und ich fand spannend, für so zu schaffen, dass der anderen, also mir selber, dass sie mein spannend Erlebnisse mir für dann auch anderen zu weisen, guck, das nicht alles wie du definierst wie das, ne, dass du siehst, das war der Schäfernen. Und das fand ich allen, mir dass du dann etwas proposierst, wo ich ging so, das aber allen, und wenn du da am Kontext, in einem Kontext setzt, kannst du immer weisen, du hast Schönheit dran. Ne? Wo Perzeption, wo die Guckweise anders. Und ich fand, dass du an Kunst enorm Potenzial ist. Also Kunst ist am Anfang das, was dich kann an deine Gedanken weiter rausbringen. Auch wenn du an deinem Leben bleibst, aber du kannst, weißt du, die Fantasie bringen, an abhalten zu bewerten. Auch wie zu so einer Art schönen Perfektion und so, ja, aber wenn du etwas super Perfektes hast, das guckst du, ich gucke nicht ein, zwei Kehren, dann du nur interessiert mich nicht mehr, wenn ein kleiner Rast dran ist oder interessant gesieht, und nur ist das aber irgendwie groß oder irgendetwas speziell oder ein Narbe am Gesicht, wow, da gucke ich kann mich gar nicht satt gucken. Man denkt, Ton, so, ne? Weil, was ist das dann? Soll das Musik sein? Dann fängst du einen Rhythmus draus zu machen, weißt du? Oder, ne? An einmal kriegt er den Groove, an einmal geht er schön. Wow. Ja, no? Das vielleicht, wenn du am Auto sitzt und im Radio lauschst, das fühlt sich vielleicht falsch an. Wie wenn du in einem Raum bist mit 50 anderen Leuten und es geschieht live und du weißt nicht, was du könnt, fühlt sich richtig. Und ich meine, das sind so Sachen, die eben zu denen mal bewusst sein, auch über das, was du musst, weißt du, das wie meine Gesangslehrerin, wie ich so, aber spreche lo den Musikstudium im Off, weil ich kriege einfach im Schauspiel so viel Angebote, ich kennt lo richtig Raklammen beruflich und so, ja, der macht das. Und ich so, ja, mit Musik. Ja, ich gesehen dich sowieso nicht beim Konservatorium. Also, es war halt zu Amsterdam. Ich so, wie dann? Ja, du hast so deinen eigenen Stil. Schaff und dem. Und ich so, ja, mir beim Schlupp, grünn eng Band und leier zu wissen, was du musst. Ja, das ist einfach gesagt. Und da tun ich dann bestimmt auch gedacht, hä? Okay, merci. Mit das am Kap blieben an irgendwie nicht später nicht verstehen. Leier zu wissen, was du musst. Ne? Kann ich überhaupt mit 20 auf so einen Punkt ziehen? Mit 20. So nicht, als junger Mensch fandst du noch. Ich denke nicht ganz wichtig in Erfahrung. Den Erfahrungswert. Weil ich weiß, als junger Mensch, als Kind war bin ich schon immer gerne nur gedurcht, beobachtet, so als Teenager sowieso, und dann war ich eine junge Frau und wusste ich schon so viel. Und wird auch ganz viel bestätigt. Aber es war mir auch schon klar, so, du weißt, wie ich ganz 20, wo ich auch gedacht, ja, hilft da bis lo zu wissen, wann eine Theorie ist, aus dem, was du gelesen hast, aus dem, was du vorher geholt hast, ne? Was bestätigt das doch nicht mehr deine eigene Erfahrung. Sonst bist du voller Meinungen und nicht voller Wissen. Wenn du selber den Erfahrungswert hast. Ich denke, dass die ganz vieles wissen kann, wenn die ganz jung ist. Also kann er sehen, du schon, wow, extrem überraschend. Wie wärst du dann als Kant? Lass uns ein bisschen darüber. Du fängst mit kleinen Sascha. Ui. Du hast gesagt, du hast als Kant schon musikalischen Dar bewiesen. Oder so ähnlich. Du hast nicht so gesagt. Nee, du warst schon musikalisch als Kant, aber. Ja, also ich war vom Musikgemeinde zugezogen. Quiet chuckles and setting free the breathing ghost. You tracking tears out of written. So alive is this heart. Wie hat sich das dann geäußert? Gefühle für dich mal. Also, das was mich extrem bewegt hat. Wie Gefühle. Viel Musik gelauscht hat und dann mit 5 rutscht dann Zugang. Du hast dann angefangen, Noten zu lesen. Für das zu lernen. Ja, mit 5 über Flöte spielen. Also, das war ein Instrument. Das war mein erstes Instrument. Das war über Blockflöte einfach. Blockflöte, das war über meine später Stiefmama gegangen. Die hat dann eine Freundin, die Kleinartistin war, ja, engagiert. Ne? Und meine Stiefmama war Pianistin auch, also nicht nur beruflich, mir hat super gut Piano gespielt und wir haben oft zusammen Musik gemacht. Die hat mich am Anfang auch viel Ruhe gefeiert, du klassische Musik, mehr
Tanja huet dann zum Beispiel so spiel mal bis 4 und dann sucht man war du um Piano an du gespielt dann sucht man dann guck ich spiel du bis sang du lo wo ging hi goen dann vor mir echt Impro Lektion ne an ich mans gerne gesungen an voilà und du wird eben dann Rosi gefroht für mal Kuren zu gehen dann schon später bisschen Piano da geleiert mit war immer alles zerrap wie es mir sie viel geplannert freier an schon dann immer überall auch natürlich versicht mehr oder weniger kurzer Zeit nei Freund hun an so an wie ich dann Menge Mama Blitzbusch kom hat 11 du wärst zu Saarbrücken abgewusst an am Saarland ja auch an das war dann ein bisschen ja Holter die Polter weil ich schon dann auch Piano High geleiert sie also weitergefuhr und halt später ich privat und dann sind schon der Konservatoire und nun natürlich auch Mrs. Solfähig machen und sie so weiter und ich war bin mal ein neues System halt zu Lützeburg auch mit Show mit Cours de Rattrapage die ich konnte machen wo ich dann mein Französisch gelehrt tun weil ich schon noch gar nicht so konnte ich war bin mal dauernd aus Schulen an 113 14 so endlich so fast Freundschaften gehabt dann man so präpubertären weh an wie schön das sozial der Leben Taschteln oder Flachte goen wo die ich hier Bistro Kaffee trinken goen am Interview und dann statt alles nach für mich du hier ein bisschen gespielt aber ja, Kaffee getrunken nee aber lo dann richtig studiert mit immer do an Spielen auch Schauspielen das war für mich immer ein Thema bin ich da gemerkt dass der Rap besaß was du gern der Rest von im Liebe wählst als Hauptstandbein machen mit 3 ja, 3 Feier 3 war schon gut das war der Standbein wir ja ich hatte viel also mein Deelweis war wahrscheinlich toll auch bisschen so Babysitter an ich viel mal gesehen viel an schon geliebt wie so Musicals so Geschichten an das war dann die ganze Welt das war Spielen tanzen sangen das will ich mehr und da hast du nie vergangen du hast nie gezweifelt darüber dass ich mal als ich will sagen Teenager und scheint so also vielleicht aber seriös vielleicht Doktor Prof oder so na nee ich war aber zu viel umgezogen davon an dann ohne scheinst du gezweifelt natürlich wie ich schon am Beruf war und heinst du schwer oder du zweifelst in der selber oder du wird schon mal Moment da gehen nicht so ich schmeißen nicht alles hin und dann aber nicht aber nicht an zum Glück also ich das aber irgendwie das Menge Fried aber ja. Bei allem werdet auch unerbecht bedeiht weil das ich mein lädt heinst du nirgend der Fried weil das auch immer von den ich erbecht und sich selber und kann immer wie du Hindernisse sehen das ist entweder dem Projekt wo es am Gang war du denk Schwierigkeiten oder heinst du dir selber denk Schwierigkeiten weil du versiehst ob der Heich zu sehen oder weil ihr schon am Liebe geschieht wie es traurig mischt Leid die stirben eng Beziehung die zerbricht wie es ist so Sachen ne? Und du bist dann fertig was beim Lycée was in Europa schon du warst Studier gegangen aber warst du dann war das ich war, nee ich war für dich pur Kuremachgang auf dem Konservatoire. Okay, war aber Musik. Du hast gesagt, Musik dann Schauspiel, du hast aber auch geliebäugelt schon dem Moment. Nee, das war direkt nur der Premiere. Ich hatte zwar einer Pläng mit einer Freundin und das aber alles dann quasi sehr an Wasser gefallen, weil allein konnte ich das nicht durchziehen. Und das war London gehen. Und du Schauspiel studieren. Schaffen verdingen und dann zu studieren an du sind wir ja ganz anders gegangen bei ihm an und so stark wie gemengt wird zu sehen ich hatte 17 Premier gemacht an nur durch sie so erwussen schwieß wo Tige dann mir da dann hast du zur Summe gebracht an schon gemerkt allein nicht bewältigt so erwusste sie einen Schnitt hast du eine Plan B in dem Moment eben nicht der Tisch mein Plan B war ja wisse Jobbe gehen und dann Privatkuren und so und dann hört mein Mann sich aber diskutiert dat soll wann da konkret gehen also nicht konkret geordnet Konservatoire dat ich du irgendwie ordentlich studieren an nicht noch schaffen ne bon das war neben einer ich hatte einer Wüdro ich war ja auch schon von 13 Jahren unsinn immer da kannst du schaffen gegangen ich so verdingen und so du für nicht gedischt dann der Mann ist das so
du hattest teilweise gute Erfahrungen am Konservatoire. Ich hatte aber auch schrecklich Profen, also schreckliche Prof. Und ich war auch dadurch, dass die Situation gut nicht so gegangen ist, wie ich das wollte, war ich nicht ganz gut drauf. Ich meine nicht so, ich will nicht so ich war deprimiert und nicht versucht, aber irgendwie an den Griff zu kriegen. Aber ich war mich an der Situation ziemlich rausgerappt fand aus dem, wie ich mein Weh wollte gehen. I was a stranger to myself, kann ich sagen. Und da sind ich aber ganz krumm wehgegangen. Und nur hatte ich einen Job an der Türkei. War ich ein paar Monate an der Türkei schaffen. Und so am Tourismusbereich. Und dann zurück. Und ich hatte auch schon viel geschwärzt auf Schauspielschulen, wo ich nicht umgehalten bin. Wobei ich denke, ja, ich war damals ein bisschen so, ich war verunsichert durch die ganze Situation. Gell? So, dass ich nicht affirmiert tun. Und ich war einfach zu jung und zu beeinflussbar. Und dann hat man viel Diskussionen daheim, und meine Mama, ja, für dich etwas Ordentliches, da. Und auf jeden Fall, und ich dachte, okay, dann machen wir es so, für das daheim raus ist, und möchte auch Sinn, etwas Ordentliches. Ich sie ganz gut an Sprachen, Dolmetscher und so. Und da sind ich zu Saarbrücken gelandet, am Dolmetscherinstitut, weil das war die einzige Platz, die das angeboten hat, wo ich so spät nach rakommt, weil das war schon bald Oktober. Und das war für den Mama auch okay. Ja, das war dann ordentlich. Bon, dann habe ich zu Saarbrücken dann ein bisschen Quereinstieg gemacht. Ich war Lehramt. Ne? Und dann habe ich das gemacht. Bon, dem Moment, wo ich so meine Prüfung machen, hatte ich einen Akzident. Da bin ich über Rand gehen auf der Straße. Und das war dann das, wo am Anfang mein Weh dann, wo ich zurückgeworfen bin, noch mein Weh. Schmerzhaft, aber oh, frag. Ja, da war ich 21. In dem Moment hast du Friede geschlossen mit der, ja, schon durch der Vierstellung der Toten aus Lüderschwingen leben. Ja, aber so mal so. Ich meine, dann an der Mensch, der da steht, das kann ich auch noch mal mit der Hundestadt mal. Ne? Ich war so, ja, gelegt, doof und ich geschmerzt mal. Und du hattest den Akzident, also das war auch ziemlich schlimm, ziemlich schroh, da war ziemlich viel Futti. Und, ein Auto ist einfach ja, frag. Wie lange warst du in der Klinik? Standfrau war dann dummer doch getan. Ich sie geflohen über den Straß. Oh, ich war 3 Wochen in der Klinik und da habe ich mich selber entlos, weil sich keiner mich bekümmert wird an der Klinik. Das war auch die sogenannte, das war die sogenannte Unfall- und Sterbeklinik. Haben sie uns genannt. Und dann, als Student wirst du auch nicht privat versichern. So, wow. Es war so, dass sie gemeint, das Kind will nicht mehr gehen. Und da sind ich abgestanden. Und ich meine, das war wahrscheinlich die erste Balls bewiesen. aber auch, weil ich immens Peng hatte, aber ich geschwind, das kann nicht ziehen. Und auch wenn ich ganz schwer Gehirnerschütterung hatte. Das heißt, mein Kurzzeitgedächtnis war total im Moment gelöscht. Das tun ich mir ein bisschen abschaffen. Und dadurch konnte ich aber auch so reagieren. So, was tun die mir gesagt? Und die Krankenschwester, die trägt mir da immer direkt das Tag weh an, wo sie so ein Schmist leihen, da kann nicht mehr gehen, weil bis Wirbel nur Gras waren und so. Und sie in den Job gestanden, aber so gegangen, also wie so ein Aalhex oder wie so ein Primat. Und dann sind ich so los und ich mich ja, ich finde das auch damals gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so wahrgeholt. Echt viel mehr später und ich dachte, boah, du warst tough. Du warst tough. Und du war mein Willen einfach so groß. Und ich habe wirklich gedacht, ich war politisch bewusstlos. Also ich war da schon mit Leuten geschwärzt, aber für mich war da ein Blackout von vollen Spindisch. Und ich schlug da und ich dachte, du hast doch keinen Tod sehen. Mit 21. Und war das ist eben alles black. Du hast nicht weh und lo dedet weh, aber du warst nach da. Anfang blöd. Weißt du hast kein Tod sehen und du hast gar nicht das gemacht, was du wolltest machen. Lo, guck mal, bringst du Schrammer 3, hehl, und dann geh, guck. Und dann hat man auch noch mal die Diskussion, und dann hat man mit meiner Mama ist so teil. Schon noch mal probiert, 2 Semester dann uns fängen, und dann hab ich gedacht, nee, ich halte nur ab. Und dann jobben, Suche verdienen, und einfach spielen. Kommt schon ein kleiner Aufruf hier am Kapuzinertheater zu machen und Start gemacht, doch ob sie kommen immer Sachen und dann schon gefangen so zu switchen
Ich hatte meinen Job in zu Saarbrücken und dann haben wir einen Kaffee und ich konnte mal fort. Und ich so, ich gucke mal bis, wie lange warst du fort? Ja, so 2 Monate. Und dann sind wir aber am Do, da spielen wir. Ja, man, da melde ich schon, da kannst du nicht direkt bei uns ranklammen. Also, das war ideal. Und dann wird es lang, du hast gehen, bis ich 23 war. Und Musik immer mehr, weil ich schon immer angefangen zu singen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht das da war. Ich habe so oft viel geschwärzt auf Schauspielschulen, wo ich nicht angeholt war, ne, weil sie dann da war ich zu irgendetwas oder schon zu alt oder noch nicht genug. Und ich dachte, halt ab, weißt du. Ich spiele schon, ich verdiene schon so in der Mat. Das können mir gebraucht am Anfang. Ich weiß es nicht, weil was ich wollte, war ja just lehren, ich wollte Technik lehren. Ich wollte nicht, weil sie sollten, ja, wir müssten das sprechen. Wir müssen sie brechen. Und ich dachte, ist sie froh, dass ich nicht gebracht sind und dass mein Reck nicht gebracht ist. Wie willst du? Warst schon gebracht genug. Voilà, und dass sie friem Leid. Die mir sprechen wollen, hallo? Ja, also ich nicht, mais bon, das, ne, nur dann ich meine Prüfung dort zu Amsterdam gemacht und dann ich, okay, Jazzschule, cool, okay. Machen wir das. Und dann hast du da war alles überlappt und dann konnte ich schon wie merkst du, die Angebote an. Wenn du die Vision nicht gehört hast, also den Ansporn von der Kunst, meinst du kannst du auch nicht mehr gehen? Also das, was dich gerettet hat, nur dem Accident? Oh, bestimmt. Also ich denke nicht Kunst oder Film, Theater, Musik, Bilder, das mich das ganz oft gerettet wird. Also das mich, hat mich gerettet, ja, dass ich wusste, es gibt noch anderes. Es gibt Kräfte, du musst nur nicht abgehen, du musst auch nicht alles leben. Die Lust Leben, die Lust da zu machen, die war so groß. Absolut. Und du hast viel, also ich viel auch angestacht, für dem Not zu gehen. Also ich hatte auch nicht immer, wie soll ich so beim Schaffen Fried, das wird gedauert, bis ich da rangewusst bin. Auch eben ohne den mich und Hand geholt wird. Ich hatte keinen, wie nennst du das? Mentor. Kein Mentor und so, ne? Müssen mich selber leben, und das ist aber schwierig. Ja, du, wenn du gute Kritiker bist. Ja. Wenn du es nie abgehen? Nee, schon nie abgehen. Und voilà, du sind auch froh drüber. Wahrscheinlich wird doch mal zu dienen, dass von Kant an war für mich irgendwie, kann ich heute behaupten, ästhetisch erleben, etwas extrem Wichtiges. Etwas, was man die Schönheit vom Leben bestätigt wird. Ich hatte auch schwierige Phasen, weißt du, und war das, auch wenn es nicht Lese war, schon frei, also auch ganz sehr Lese gelehrt und so, an verschlungen, Bücher, an Geschichten, an zu drehen, an Fantasie zu sehen, Farben, immer etwas ganz, deshalb wird mich immer extrem triggert, oder wie siehst du, also, aber am Guten, fiedert, wird mich wirklich hält, so, aber was man fried möchte, also auch so, das muss nur nicht ein Bild sein, ne? Das selbst wird Komposition von dem Raum oder alles das wird mich immer... Leute können nicht bewusst das, weil einfach da ist. Ma ja, und für mich war das auch immer da, und ich schon vieles immer für selbstverständlich gehalten, auch mein Werdegang, wo ich denken, wie ich mal über Sachen bewusst sie gehen, wie stark das eigentlich aus, und wie viel Fried das kann bringen, an wie stark mein Bedürfnis am Fong ist, auch das zu kommunizieren. Das ist zum Beispiel etwas, was ich recht für mich, ob ich froh hier noch an einem Interview mal begriffen hat, dass wisst für was müsste das alles? Müsste das am Fong, ja, für sich selber, mehr war man wohl immer ein Bedürfnis zu kommunizieren mit den Leuten. Und ich konnte nicht immer über meine Schwätze kommunizieren, weil ich vieles verstoppt habe. Weil ich vieles nicht wollte weisen, wenig fixieren, wisst ihr, Vulnerabilität und so weiter. Mehr, du hast vieles, was du willst, mitdelen, ne? Oder diskutieren, oder sagst du das doch so, oder wie empfindest du das? Dann, du hast mir das alles geholfen. Wie hast du denn Indien an der Lehre gekommen? Oder hast du mal dazu den? Indien hat bestimmt auch vieles an Trolle bräuchte. Also ich werde echt durch einen Zufall gelandet. Ja, du bist nicht in der Studierung, weil du musikalisch Ausbildung. Die erste war ich nach da mit einem Lover, den du geschafft hast, den hat Konzert gehen, also sie sind mit indischer Musik ein Projekt gemacht und gesagt, der kommt mit. Und du warst dann auch da, paar Wochen haben sie begleitet bei dem Arbeitsprozess, und ich war ganz fasziniert.
auch natürlich direkt mit der indischer Musik, also können die zwei Welten Madinen zerlieven, also europäische Musik, indische Musik, war extrem intensiv. Und schon dann auch, wie sie Konzern gespielt haben, natürlich Leute kennengelernt. Und dann war da zum Beispiel ein Amerikaner, der tun spannend von die so, ja, ich komme dann immer, ich lebe hier immer 6-7 Monate am Jahr. Und da gehen ich heim so verdienen, und ich lebe dann hier und lehren bei meinem Guru sangen. Und ich so, oh. Ja, ich war auch schon ein ganzes Jahr oder 2 Jahre beschäftigt. Und ich so, oh, wow, ging ich auch gerne mal mit, da kann ich ja gut nicht machen, weil ich so lange Zeit fortziehen, geht ja gar nicht. Ne? Wie ich zurückkomme, da, und Leute mich auch gefragt, wie war? Und ich so, ich weiß nicht, weil, das hat mich immens impressioniert. Ich kann gar nicht so ein Wert war. Dach, ich könnte so ich habe mich gewundert, für was Muppen auf der Straße nicht farbig angemalt waren. Das ist mein Empfinden. Wieso, weil alles anderes farbig war? Weil alles, ja, wissen wir auch, ne? Ne? Nee, ja, das nicht auch das nach. Das war so meine Impression, das war so etwas Fantastisches, da, ne? Und, bon, die Geschichte mit dem Mann, oder das dann, das wird sich erledigt. Und ich muss da mal da hin zurück. Und dann, habe ich gesehen, so am Laufe vom Jahr, ich mal dafür mein 30. Geburtstag, ich gesagt, okay, wenn du am Winter keinen neuen Job könnt, da kann ich 2 Monate in Indien. Und dann sind ich da hin mit Rucksack, ohne Plan. Ohne Plan? Du hast dich nicht bei irgendeinem gemeldet? Doch, ich konnte zu Delhi, konnte ich bei den Eltern von einem Kollege hier landen. Und die waren auch ganz slave. Da war ich dann 2 Tage, ich wollte das nicht ausnutzen. Und da sind ich da losgereist. Du warst 2 Monate, wirst du da? Ja. Und du warst einfach nicht, wo dich wieder gegen hinfahren? Und das war ganz... Das jedes Balls. Und das war ganz spannend. Ja. Und das war enorm spannend. Also auch, was ich da erlebt habe, wen ich kennengelernt habe. Und wow, also da waren ganz magische Momente auch, muss ich sagen. Willst du da Purdele vielleicht? Das ist echt so, wie soll ich sagen, das hier so dann, so die Magie, weißt du, vom eigenen Erleben, mir einfach so an zu friem sehen. Ich weiß schon den Anfang, weißt du, zum Beispiel umzukommen und dann am Gepäck schon natürlich dann ein bisschen Suhe mit Brust für die Eltern da von meinem Kollege, ein bisschen Schokolade. Und das waren Leute, die gar nicht reich sind, gell. Die haben so im Vorort von New Delhi gewohnt und sein kleiner Bruder hat sich dann um mich bekümmert, die war immens lieb. Und sie, wie ich da ankomme, sie direkt, mich wie ein Durchter behandelt. Und wo schlafen ich? Und ich ging bei ihnen an der Küche, du war so Bänken, ne? Nee, hey. Und sie sind an Doppelbett gelöst gehen, an den alle Pap, an die alle Mom. Die haben auf die Bänke geschlafen. Ich so, das ist mir nicht. Dach, du bist also Gast. An mir noch ein Mutz geschenkt, dann Schal, die sie gestrickt hatten, an den Decken, die ich Haut nach. Und das war immer ein Slave. Und das hat mich schon so bereiert. Und ich gedacht, ich muss gleich, ich darf nicht zu lang bleiben, weil das tun ich gar nicht so kannt. Wie lange warst du geblieben? Weil ich ja auch, nee, ich sind dann nur 2 Tage. Okay, da muss ich weiter. Und dann habe ich Busticket geholt. Und schon mein Rucksack können bei ihnen losen. Ich habe schon so ein bisschen eng Tut geholt, weil ich bleibe ja nicht unbedingt lang. Ich weiß noch nicht, wie lange ich bleibe. Rajasthan, ich gehe mal an Rajasthan, an der Kuckema. Und da sind ich mal so einen kleinen Stoffsack mit Pyjama, T-Shirten, einer Wechselscher Zahnbicht. Lass. Und ich hatte noch von Hai eine Adresse von einem Raj Fürst, dort in Jaipur. Auf jeden Fall sind wir uns dann oben an den Bus, und das war dann so ein kleiner Bus, der aus Holz a Blech, und den Blech ganz verziert. Weißt du so? Ich tut's dann 4 und war schon kahl, und kurz von meinem Opa steckt Decken mit über die Knien. Und wir sind da losgefahren aus der Stadt, aus Delhi, und auf einmal war alles schwarz. War kein Luft mehr da, und wir fuhren auf die Autobahn. Und das war nicht Autobahn wie hier, das waren Dust Roads. Einfach riesig, wo sie an die enge Richtung zu 6, 7 bis 10 neben der Nähe fuhren, an 100 Nähen, und auf der anderen Seite auch so, alles am Dunklen. Die meisten haben hier Scheinwerfer gemacht, für Suchen zu spuren. Ich habe immer gedacht, ich sitze daheim mit meiner Tietchen, und guck mal, ich muss schon Decken auf mich ziehen, und mit der Decken vom Nopa, die mir lebt, ne, das so, den mit mir dealt, weil kahl ist.
Das ist wie Mensch von mir lo ein Akzident tun ich sie glücklich so, ich lo fortflehen Da mat dem Accident hast ja schon alles ja, nee, mir einfach so ich hat so gut gefiel NRW zu sehen an zu entdecken alala und dann hun ich du auch eng später Freundin am Bus bei einer Raststätte kennengelehnt das war die eigentlich einer Jungfrau aus Europa weil das anderen waren alles indisch Touristen die in NRW waren und wie ich mir bei einer Raststätte wo auch wie es kein Luft war und das war dann just so wie bei Beduinen kannst du vorstellen so ein Zelt pur Bänken pur Leute die du geschlafen an der Kruste so den Tee. Wieviel Dich was du dann du NRW dem Bus dann just eng nucht okay. Ich sind dann zu Jaipur sind ich den anderen 4 Mitte gelernt was dann den Ratsch was ja mit war so ich sind dann du an den Hotel an dat war dann die Laschke wo schon engem Hotel war da no sind schnimmler an Gasthauses gegangen weil am Hotel hun so bisschen missverstand dat eng Fra Jungfrau länger wes ja du wollten da mal am Kummer kommen ja oder irgendwie op der Sicht oder so ne an voilà mit der Twitch dann auch erledigt also du hast nicht geschieht mir schon gedacht okay nur der 2 Nächten dann gehe ich mal wieder oder nur enger sogar und war auch ausschlaggebend war aber nicht wie ich gedurcht hat wo Freunde so oh, du brauchst nicht viel mal zu hüllen das warm du so Radistan war demos die kehlste Wand da 25 Schuhhause gesucht an den Dach wo ich aus dem Hotel rauszieht und schon mir alles so gedohnt was du bei hat mein Pyjama in der Jeans sondern wirklich alles so gedohnt und da sind ich noch bei den da hatte ich da gegangen und du war just der Fisto und der Pap war nicht da ja ich komme da von dem Herr so und so aus Lützeburg nee du wird nicht dann annonciert weil da ein Tee oder Kaffee und ich hab schon mal geguckt wie ich sitzt du wie ein Hippie bis man mehr kleiner tut komplett verklebt und das hier aber so alte das ist wirklich so all nobel ein Palast oder wie muss ich ja war also Mini-Palast also das war schon und ja hier müsst du auch gehen was du mein Plan wir und es wird bei ich wollte weiter fuhren op Puschka ja und das war einfach so spannend mit dem doch immer Riesen ich sind da mit dem Bus do gefahren und hat den eng Pan schon gedacht, um Gottes Willen und dann kom aber direkt Rettung der Tisch immer war Pannen du waren kom direkt auch Rettung der Tisch das so eng waren so viel Gegesatz du liefst so an der Spannung du Tischen und das so gene irgendwie Mengen das ist so du dich wohlfühlst ja weil ich sie ich mein, bei mir auch alles so zwischen der Extreme und dann Ping-Pong und das so das entspricht so meinem Wirsinn und dann wisst du an der Deichte heet du zu landen Bemol an so ein kleinen Dürfchen das war einfach spannend dann riecht immer irgendwie ganz parfümiert du kannst drum stinken du gesagt Schäne ist du etwas du gehst lieber nicht hin na ja ich weiß die magischen Momente da sie wirklich so Impressionen die kommen wann Städtlo verzieren das ja, vielleicht mal gut, ne, zu langweilig also mit was dann irgendwann Ecke bei seinem Gesangsguru gelandet das genau das dann ein paar Jahre mich spät gewirrscht weil die Ries hat mich ganz viel geprägt und das war eben wo ich 4 Druck gezählt hat wo ich so meinen kleinen Kris hat ein bisschen Riese war weil ich nicht mehr wusste wie alles wird alles ist super gelaufen alles Schauspieler und so weiter mit wenn man nicht mehr durchgegangen wo ich gemerkt habe, ja, du musst einfach selber machen, schreiben, Musik muss raus, dein ege Sache muss raus, du ums was gehen. Du hast auf dich bis an Indien go für da rauszufahren? Nee, da tun ich kurz 4 drin, da tun ich am Jahr 4 drin. Und dann habe ich eine Adresse von meiner ersten Reise, von dem her. Damals hatte ich dann auch endlich Internet, und da sind ich gucken gegangen, den hat so ein Institut, Vocal Institute, den abgerichtet. Und ich kontaktiert, weil du kennst für 2 Monate studieren kommen. Ich so, das ist dran, 2 Monate. Ich habe eine Prüfung gemacht, sind abgeholt, gehen an den dann. Ja, da sind ich 2003, sind ich dann 2,5 Monate auf Bombay gegangen, Mumbai. Das heißt halt Mumbai? Mumbai, ja. Ja, die erste, wo ich da war noch gerade Bombay an 2 Monate drauf Mumbai. Aber ich denke, ja, das Indien hat bei mir ganz viel beeinflusst, eben Sachen nicht mehr zu jugieren oder Sachen an den Balance zu bringen oder zu verstehen. Weißt du kannst irgendwo sehen, dann kannst du, boah, hey, fahr das lo, no.
etwas, das so als keine Kanalisation, du gehst 2 Schritt weiter an riecht parfümierten Rosen, du gesagst die schönste Sachen, du gesagst die krasse Bettler, wo du just ein Torso, wo es kein Bein mehr, kein innerlei, wo ein briert, den dich verfolgt, weil kein Backschisch hat. Weißt du, du siehst, wow, wie krass, ne? Und aber auch die herrlichsten Sachen. Du gehst aber noch immer regelmäßig zurück. Ich kann mich erinnern, immer die gern, Stadtgeboten für Backstage, du warst gerade in Indien. Du Ich hatte einen Zoom-Call. Ja. Du sitzt gerade da. Ja, das immer war lang Zeit so, dass ich einfach do hingegangen sind 4 do zu reisen, ja, wo ich durch irgendwas sagst du, was mich einfach immer zurückrief. Was ist schon nicht gedacht, Fabian? Nee. Ich hatte einen Job da an Sporeien bis heute nicht gegangen zu sein. Also es gibt so viel Platz, wo ich gewählt hier sind. Und individuell vielleicht nicht direkt top von meiner Lösch gewesen. Also ich weiß es nicht. Aber ja, ich hatte Chance gehabt, dem 2 Wochen durchzugehen. Und da Bereich ist das extrem nicht gemacht. Also geben mich auf jeden Fall interessiert. Ja, und das ist das riesengroß, das ist. Also das wirklich, die verschiedenen Staaten, die sind all ernst, ganz ernst. Also einer Landschaften, einer Kultur, einer Sprachen. So zig Sprachen. Also das ist riesig. Das ist riesig Land. Das wird Kontinent. Du musst oft, und das ist noch vieles, weil ich nicht, wo ich noch nicht gereist bin. Und das Land, also wenn du nicht schafft oder studiert, du reist, oder das ist nicht kein Vakanzenland. Das ist ich nicht tun, so die Fernweh, die Wanderlust durch. Das ist immer ein bisschen leid. Ich hätte gerne mehr so die Böse zu reisen. Das sieht mir im Moment gut nicht. Ja, schon andere Prioritäten irgendwie am Leben. Ja, das ist ja auch. Und das aber nur bestimmt etwas, was ich bereue. Bis wenn es kein Fernweh ist, da bereist du doch nicht. Also ich habe Fernweh, genau, das ist ein guter Begriff. Das finde ich immer. Das spielst du ganz krass. Ja. Das ist null. Na, am liebsten ganz. Düsseldorf. Am liebsten ganz Welt bereisen. Und du siehst natürlich blöd drin, wenn ich immer in Indien gehe. Ich muss mal eine Auszeit holen. Das ist das Problem, wenn ein Land hört, wo ich so drin hängt. Mit gibt noch andere, also Länder zu gucken. Mir das wirklich so, ich sehe mittlerweile auch, wie das Land sich verändert, wie Leute, viel mehr Leute auf mich kommen. Das fand ich auch spannend. Das ist, ich denke, guck, so, ich kriege mehr Bindung zum Land. Hast du dann ist nie Angst lang so durch zu reisen, besonders an einem Land von wie Indien, wo es da oft so Geschichten her ist, was Touristen immer so geschieht, dass sie natürlich so gräuelmärisch, die keine Ahnung, vielleicht 1% von Leuten es sind schlimme Sachen geschieht mir geschehen noch schlimme Sachen just nicht so drüber geschwärmt. Das stimmt, ja. Alles mich mir Angst. Ja, effektiv, also da war auch so, dass da mal können Sachen mehr extrem ausfallen, auch mit den Massenpanik Sachen, wo heinst du eng méi groß Violence vielleicht do aus. Denkst du darüber nur, dass du was du ausblendst? Nö, natürlich blenden da aus mir blenden doch nicht. Also, weißt du, wann ich do egal wo ich sind wo ich riesen gi ich nicht mehr naiv durch Gegend wie heim. Ich gehe nicht mit engem Friemen wis weil ihn stur bleibt kann ich dich an zu schmattuellen. Nee, außer Dach Urgence hatten ich auch schon. Hilfe Sprachlohn Auto kann ich mal vor dir du hin also nicht doch schon mal alles das gut gegangen geil ich denke der will nicht bei aller Freiheit die du spielst wann du Ries wie man den Rucksack wo ich so du bist lo bisschen alternative naiv darfst aber nicht los so naiv sein viel mehr ob deine Intuition zu lauschen nö du siehst schon Sachen die ich dann teilweise wo ich abpasse geil so mir froh für dich Sascha. Ja Fabian, hast du einen Profit, Sascha, vielleicht? Wann du wieder einen Lift klammen, Sascha, wie an dem Lift, mit wem gehst du gerne schwätzen, wenn du eine halbe Minute oder eine Minute mit der Person hörst, lebst du oder tot? Oh mein Gott. Du wusstest gar nicht, dass er kein kommen, ne? David Bowie. Wow. Flint. Okay, cool, wieso? Oder, also, ja, was ist Backstory da? Das passt aber mega gut. Das passt wirklich gut. Ja, passt gut. Ich gesehen, ich gut mit David Bowie, du am Licht stehen. Ich finde ihn immer ein enormer Künstler fand an auch Mensch also als Künstler an als Mensch einfach der muss spannend an der muss so auch mutmachend inspirierend ich weiß nicht, hat etwas ganz Besonderes die Mensch was war das? Kannst du das beschreiben? Ich denke dass so kulturell auch etwas bewegt wird als Künstler mir hin auch so schon bei ihm so das Gefühl gehabt, dass ihn eben auch
mat segem machen mat senger Kunst an segem Sinn liewen erfurcht huet. Dat gefiel hat bei auch wie hin drüber geschwart huet, wo so am Ufang hatten Maske gebraucht, hatten Rolle gebraucht an nur hatten dat aufgebaut an wen open kon iwwer seg Kunst schwätzen. Und das war ja auch Kunst, was er gemacht hat. Die war es mir auch war ganz terratern, menschlich. Mit da hast du ja auch gesagt, also er hat ja auch Humor, mir das sieht, ich will gar nicht immer auf der Bühne sehen. Musik schreiben also, und mit den Leuten sehen, aber sagen das noch das, was mich am meisten interessiert. Dabei war ein genialen Entertainer, ein genialen Sänger. Hast du nicht live gesehen? Leider nicht. Leider nicht. Das bereich nicht. Ich fand war ganz berehrenden Personage. Immer viel Integrität. Ja, auf jeden Fall mal werden ausgestrahlt und ich denke, das steht doch bestätigt, wenn du guckst an seinem Leben, dass das nicht einfach nur so ein Image war. Ja, ich kann nicht viel über David Bowie. Ja, ich weiß, dass du gemalt hast. Ja, nicht auch gemalt, nicht auch geschauspielt. Ja, nicht auch geschauspielt, super. Ja. Geschauspielen hat er ja auch studiert, hat ja auch Pantomime studiert. Ja, ganz am Anfang, ne, für der doch matt zu nutzen auf der Bühne. Dafür, das war lo, was mir spontan angefallen ist. Ja, also als Mensch. Ich sehe noch viel Parallelen zwischen dir und David Bowie, der hat paar irgendwie. Oh, leider. Ja, Sascha, mir so noch vielmals merci, dass du heute hier warst. Ich so vielmals merci. Und wir haben schon kurz den rauskennt. Ja. Der Backstage wird immer geschwärzt. Ja. Du hast mal Weltpremiere an deiner Geburtsstadt zu Saarbrücken. Max Ophils Preis. Genau, 23. Oder 22. Januar, ja. Und ich schreibe mich immens, wie man dir zusammen dann Film der von der Welt präsentieren. Ja, nee, da bin ich auch froh. Was suchst du? Ja, mal gucken. Ja, wahrscheinlich leider aber nicht. Ja, du passt dir gerade rein. Das ist schwierig, ja. Und wir kommen dann. Lebt doch heute Lützeburg, falls das nicht was. Nee. Doch, am März. Ja, am März lief ein Festival. Ja, cool. Und zu Landshut, dass du Logo gehen. Mal cool. Wir können vielleicht dich besichern kommen. Gern, aber lief bestimmt. Film. Ja, das kriegen wir hin. Ja, Sascha, vielmals merci. Vielmals merci. Merci. Vielmals merci für die Lauscherin. Wenn dir gefällt, was wir hier auf diesem Podcast machen und wenn es dir helfen, weitere Episoden rauszubringen, dann kannst du es ganz gerne mit einem kleinen Don unterstützen. Die Arbeit, die wir rausstechen hier an Kreation von diesem Podcast, ist komplett pro bono. Wir machen das hier neben unserem Beruf als Filmemacher. An eine kleine Unterstützung geben wir es natürlich ermöglichen, euch immer weiter interessant und spannende Episoden über das Kunstform, die wir so gerne haben, zu bringen. Alle Informationen dazu findet ihr hier am Link an der Description oder die geht einfach auf 35mfilms.com/podcast. Vielmals merci. Bis nächstes Mal. Walk in silence through the open door. Climb that staircase, meet her at the 5th floor. All in secret, nobody must know. All in